the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. So, und grüß dich zurück bei Fallout New Vegas. Ich muss mal kurz einmal schauen, das ist mir alles ein bisschen zu suspekt. Kurz einen Blick. Optionen, Spielmodi, Anzeige, Steuerung. Ist das der Schatz? Ja. Ja, da stickelt zurück, aber. Ja, da können wir ruhig noch ein Stückchen runtergehen. Da, schau her. Steuerung, Mausempfindlichkeit, können wir noch 3 Stufen runtergehen. Ja, das ist schon bei weitem angenehmer. So da, Steuerung, da kann man noch ein Stück runterhörst du. Ja, es ist schon bei weitem angenehmer. So, jetzt stehst du mal auf. Dattlinger Septo, die Trudy müssen wir treffen. Na gut. Hallo? Was wollen Sie mich verarschen, hä? Durchsuchen Gecko. Naja, das können wir vielleicht verkaufen später. Was hältst du davon? Überlege nur grad. Irgendwo habe ich mir jetzt weh da, aber wo? Weißt du was? Wir nehmen einfach einmal so ein Paket. Was bewirkt das? Nix. Gut, mehr wie ich vor 3 Minuten noch geglaubt habe. So. Nehmen wir Stümperpack. Weißt du was? Wir nehmen noch eins. Yippie! Gut, da dann wir warten. Wie du siehst, ich habe schon wieder mal Wochen nicht gespielt. Ja. Was soll ich da dazu noch sagen? Ich glaube, da haben wir schon mitgenommen alles, gell? Ah ja. Ab zur Trudy in den Prospektor Saloon. Ich weiß zwar dann ungefähr, dass die Hauptgeschichte, die wirkliche Hauptgeschichte ja bald vorbei sein könnte. Aber es gibt rundum und um gar nichts. Aber egal, das werden wir schon irgendwie famos verhinmosern. Trudy, du alte Gurke, wo bist du denn? Also, da müssen wir da hinten nochmal umgehen, gell? Jetzt sind wir in der Perspektive, wo ich hin will. Was ist denn da hinten? Ich kann mich an so viel gar nicht mehr erinnern. Das nennt man wohl Grasball spielen. So. Weißt du was? Steck einmal deine Waffen weg. Fallschirmspringen. Okay. Dynamit mit langer Lunte. Ah, schön. Jetzt schon mir. Oh. Boxbandage. Nehmen wir mit. Ackebeil. Bewegung und Ausdauer. Nehmen wir mit. Ist wurscht. Ob ich es dann trage oder nimm oder sonstiges, das bleibt uns überlassen. Explosionen machen immer wieder Spaß. Echt? Achso, okay.
Pulverbanditen. Warte mal, wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, tut mir leid. Mein Hirn hat da leichte Erinnerungslücken. Leichte? Wo war? Wo war? Mir fällt nämlich gerade nicht ein, wo es Wetz ist, weißt du? Mhm. Jetzt muss ich halt einfach einmal auf gut Klick schießen. Aus. Weißt du was? Wir schauen einfach einmal in die Tastaturbelegung. Was soll jetzt davon? Hehehe. Warte, ich bewegen. Tipboy. Tab. Wetz. V. Okay. 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 Hast mir überredet, Spiel. Spiel, wenn ich die nicht hätte. Ehrlich, ich würde doch glatt an Verblödung verrecken. Bitteschön. Hui! Na herrlich. Herzerfrischender Humor. Der nicht einmal Helene Fischer draufkriegt. Bitteschön. Diese Physik, die ist geil. Da, komm her, Fliegchen. Dann lernst du gleich einmal fliegen. Weißt du was? Wir geben ihr eine auf ihren dicken Hintern. Bitte. Platsch. Da, steck die Waffen wieder weg. Du Heinzi. Legere Vorkriegskleidung. Bewegung +1. Beweglichkeit. Na, das wollen wir nicht. Wunderkleber, was das? Nudelholz. Immer gut, wir wollen uns Nudeln kochen. Da können wir das dann gebrauchen. Wohin wollten wir? Wir wollten nur zu Trudy in den Prospektor-Salon. Wir wollten das uns dort ganz heimelig machen. Sean, Prim und Las Vegas. Okay. Bam 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 bam. Ich sing dir ein Lied vom fehlenden Glied. Meine Maus ist wieder zwei da oben. So. Wir müssen da entlang. Ach, diese traurigen Klänge dieser Violine, die turnen mich so an, weißt du, da kommen mir immer gerade die Tränen. So. Weißt du was? Steck die Waffen weg, du. Büffelkürbis. Auch interessant, ja. Kamera, braucht man Kamera? Da gibt's nix. Braucht man dabei auch nicht. Ich muss aber offen und ehrlich gesagt gestehen, es gibt kein langweiligeres Spiel beim Looten, bis auf die Heftchen. Selbst ist der Mann, bitteschön. Also wie Fallout New Vegas, da brauche ich eigentlich am wenigsten. Weil du eben durch die DLC-Waffen später dann relativ gut ausgerüstet bist. Das kann ich mich noch erinnern. Gut, starten wir rein. Na, sehen wir was es zu tun gibt, was wir machen müssen. Kannst du halt noch nicht erklären. Jetzt ist Schluss mit freundlich.
Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Was zum Teufel ist dein Problem? Hui! Weg ist er. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es dabei? Ich versuche die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Hat Good Springs viele Besucher? Geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlands vor? Ich habe Ihren Streit mit angehört. Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten, braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Warum töten Sie Cobb nicht einfach und basta? Sie meinen, ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb schmusen. Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Was werden Sie tun? Ein paar der anderen, Sonny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Ich möchte über etwas anderes sprechen. In Ordnung. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Super toll. Ich soll mein Arsch hinhalten, damit's sicher Ruhe habt, aber ich die Deppen an der Backe hab. Bravo! Beste. Die Idee ist so toll. Weißt du was? Ich helfe Ringo. Keine Ahnung, warum Sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Wer war der Mann, mit dem Sie sich gestritten haben? Er ist ein Sträfling, nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Sorte was? Vanille oder Schoko? Ich versuche die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel, außer dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben meine Angreifer was gesagt, wo sie hinwollen? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Quarry Junction, ist das nicht das Gebiet, wo ist das nicht das, Todeskrallen verseuchte Gebiet da unten? Na, Quarry Junction, das muss ja da in der näheren Umgebung sein. Wohin wollten Sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Was macht er hier eigentlich?
Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Sie mögen ihn nicht? Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Ja, gruselig ist deine Sprechweise auch über ihn. Wie lange ist er schon in Good Springs? Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Reden wir über was anderes. Ist mir recht. Ja, mir. Hat Good Springs viele Besucher? Hauptsächlich Händler, die Großhornfleisch und Felle kaufen wollen. Die sind auch der Hauptgrund, warum der Gemischtwarenladen überhaupt noch läuft. Die meisten Reisenden auf der I-15 Richtung Süden gehen direkt nach Primm weiter, wenn sie nicht gerade unbedingt Vorräte brauchen. Geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlands vor sich? Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Ah, das ist der große Elefant im Raum. Reden wir über die RNK. Die Republik Neukalifornien hat am meisten Macht in Nevada. Geld, Truppen, die ganze Palette. Sie tun ihr Bestes, um für Sicherheit in der Region zu sorgen. Aber wenn Sie mich fragen, muten die sich zu viel zu. Sie verteilen sich zu sehr. Ich hoffe, das Lied im Hintergrund, was du da jetzt gerade hörst, ist jetzt kein Problem beim Hochladen. Ha! Das hast du wieder gut hingebracht, Alter. Warum wollen Ihrer Meinung nach sowohl RNK als auch die Legion den Damm? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die RNK den Damm halten will, weil er eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend ist, Strom zu erzeugen. Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder. Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich wollen sie ihn zerstören oder so. Jetzt weiß ich aber auch, was ich in den Spielen noch nie gespielt hab. Das Stück am Damm, die letzte Schlacht, was du mit der RNK hinziehst, oder je nachdem, wie du die gerade, ich glaube, du kannst dir entscheiden, entweder Legion oder RNK, da bin ich mir so nicht mehr sicher. Ansonsten berichtig mich in die Kommentare, bitte. Was können Sie mir über die Legion sagen? Sklaventreiber, Killer und eine Menge Ärger. Sie ziehen sich wie römische Soldaten an, also werden sie sicher erkennen, wenn sie sie sehen. Gerüchten zufolge ist die Legion deutlich größer, als die RNK zugibt. Und es ist reines Glück, dass die Legion das Gebiet noch nicht überrannt hat. Das will aufpassen, was mein Arsch in der Früh für Ärger macht. Bist du deppert? Aus. Bis bald. Passen Sie auf da draußen. Ja, natürlich, Trudy. Kann man das Radio da hinten nicht hochtragen? Nö. Wir verschwinden, sonst kriegen wir noch mehr Probleme. Was gibt's denn da hinten alles? Danke. Oh, herrlich. Das hätte ich mal so gern. Okay. Jetzt schauen wir mal kurz ins questionale Buch. So. Daten. Überall diese Daten. Daten, überall Daten. Überall Daten. Du bist zum Datinger. Beim Betreiber. Ah, das ist die Hauptgeschichte. Weißt du was? Schießerei in der Stadt. Da sind sie lang. Also na, da muss ich ja... Ah, da... Weltkarte. Schauen wir nur gerade. Da muss ich nach Good Springs weiter. Nein, nach Primm. Ja, aber das will ich ja noch nicht. Schießerei in der Geisterstadt, weißt du was? Das hört sich geil an, das ist genau mein Niveau. Geisterhaupte Unterhaltung. So, da. Was haben wir da? Nachladebank, Werkbank. Zutaten, Gecko-Hautgürtel, was kann der? Nix. Ja, vielleicht kann man verkaufen. Keine Ahnung. Gecko-Hautgürtel, aber da steht nichts, was das für einen Sinn macht. Oder was du damit machen kannst.
Gasbombe, das ist interessant da. Datura-Haut. Wahrscheinlich nur so ein Heilmittel sein, ne? Mit mir X. So, wo ist jetzt die Tankstelle? Da oben. Nahkampfwaffen plus 10. Her damit. Na, Bulle, du alter Bulle, du. Frage. Wenn ich jetzt wenn, sagen wir jetzt bin ich mal schlecht gelaunt, ne? Sagen wir jetzt habe ich schlechte Laune und will mir die Kleinstadt da nicht antun und hin und her. Sind das alles unsterbliche NPCs oder kann man die schon über den Jordan jagen? Klar. Das habe ich nämlich noch nie probiert. Man, aus meiner Erfahrung, bei die Pulverbanditen war ich eigentlich immer unten durch. Und das kann ich mich schon noch erinnern. Aber mehr nicht mehr. Zu guter Letzt, an was ich mich noch erinnern kann, dass ich war ich bei der Legion unten durch oder war ich bei der RNK unten durch? Lange Zigaretten, Schnapsquasel, das brauchen wir alles nicht. Den Quagel. So, her damit. Komm, wir haben keine Zeit. Ach, schön. Weißt du was? Ich speichere da. Ah, schau. Schaut. Warte mal, speichern. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin derjenige, der dir den Arsch retten könnte. Ich bin kein Feind, falls Sie das meinten. Ich sehe mich nur mal um. Sie sollten nur schießen, wenn Sie sicher sind, dass Sie treffen. Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt? Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von dem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Was wollen Sie wegen der Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Viel Glück dabei. Vielleicht kann ich helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ich frag mal rum. Mal sehen, was ich alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Na klar, ich darf für die wieder meinen Arsch riskieren. Tasche. Warte mal, wie ist denn das gegangen? Speichern. Ich liebe Speichern. Benzin. Mittelkartons. Gibt's da? Was drin? Arzttasche. Hefe. Ja, sowas nehmen wir schon. Junkfood. Zucker. Zucker habe ich ja den ganzen Tag selber schon intus, also da brauchen wir uns keine sagen. Whisky! Mehl. Kaffeekanne. Aha! Schurke mit der Gurke. Also der schlaft. Ach, so ein fauler Zinken. Bist du Moped, hörst du? Was da drin? Ist leer.
Stimpack, Junkfood. Weißt du was? Ein bisschen was zum Essen werden wir uns mitnehmen. Ah! Wird ausgestirrt. Warte mal kurz. Da hinten ist ein Safe, den... Einbruch für Dummies. Was ist da? Wurscht, den Safe schnappen wir uns auch noch, nachdem wir ihn über den Jordan trieben haben. So. Was kennt wie viel Dings haben wir denn noch? Warte mal, Aufgaben, Daten, Statistik. Spezialfertigkeiten, ich glaube ein bisschen allgemein. R. Da. Das Problem ist, dass wir mit der Sprache noch nicht so weit oben sind, dass wir in Alten davon überzeugen können. Wo ist die Sunny? Kleine Pumuckel. Bügeleisen. Wir könnten ja, bevor wir zur Sunny gehen, reden wir mit unserem Kollegen. Shop. Oh. Brauchen wir alles nicht. Howdy, Partner. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, danke. Taugst du was im Kampf? Ich könnte zusätzliche Feuerkraft gebrauchen. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Weißt du, wer die Männer waren, die mich angegriffen haben? Was hat dich nach Good Springs verschlagen? Wie hast du mich gefunden? So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Sympathisches Kerlchen. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. Weißt du, wer diese Männer waren, die mich angegriffen haben? Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Was hat dich denn nach Good Springs verschlagen? Ich bin vor 10, 15 Jahren in die Stadt gekommen. Davor kann mich irgendwie nicht erinnern. Seltsam. Naja, ist eine friedliche Stadt und wohl auch ein guter Ort, um sich niederzulassen. So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Securitron, Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Sympathisches Kerlchen ist er schon. Gute Reise. Dankeschön, Meister Lucky Luke. Ist der Lucky Luke. Okay. Glaub. Wir werden jetzt nochmal mit der Sunny reden über das kleine viktorianische, über dieses eine Problem. Howdy. Aha. Cheyenne. Hallo, bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Was machen Sie hier? Größtenteils jage ich Geckos. Das Fleisch ist ziemlich gut und es gibt immer Abnehmer für die Häute. Ich halte auch Red-Skorpione und Kojoten vom Dorf fern. Gibt nicht viele Leute in Good Springs. Deswegen verirren sich immer wieder Wildtiere hierher.
Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt ja wohl nicht zufällig etwas Arbeit. Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ein Magazin über Dietriche? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Und die Haarklammern? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Okay, ich schaue mir diesen Safe mal an, wenn ich dazukomme. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Mädchen, du bist ja wirklich, du bist so gutmütig, wirklich. Sprechen wir über die Gebiete um Good Springs herum? Sicher. Was möchten Sie denn wissen? Welche anderen Städte gibt es in der Nähe? Südöstlich von hier ist Primm. Kann man kaum verfehlen, weil sie eine Achterbahn mitten in der Stadt haben. Dort gibt es auch einen RNK-Außenposten. Wenn man der Straße nach Norden folgt, kommt man nach Sloan und Quarry Junction. Die bauen da Fels oder so ab, haben aber wohl in letzter Zeit Ärger. Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Gibt da ein paar Viecher, die es nicht mögen, wenn man auf sie schießt. RNK? Die Republik Neukalifornien. Ein Haufen Siedler und Soldaten aus dem Westen, die sich Nevada unter den Nagel reißen wollen. Die können manchmal ganz schön penetrant sein, aber ihretwegen sind die Straßen sicherer. Also lasse ich es meistens durchgehen. Nicht, dass ich groß die Wahl hätte. Ja, wer penetriert, soll sie bitte Deodorant kaufen, ist das Gleiche. Wovor beschützt die RNK sie? Da wären zum einen die Wildtiere, zum anderen randalierende Einheimische. Sie schützen ihre eigenen Leute, und das hilft auch uns. Sie halten auch diese andere Gruppe aus dem Osten in Schach. Was wissen Sie über die andere Gruppe? Hat einen seltsamen Namen. Nennt sich selbst Caesars Legion. Hab sie hier noch nie gesehen, kann also nicht viel dazu sagen. Ich höre Gerüchte, aber das war es auch schon. Sie halten angeblich Sklaven und haben eine richtig fiese Hinrichtungsmethode. Aber vielleicht haben sich das die Leute von der RNK auch nur ausgedacht, damit sie wichtiger erscheinen und etwas willkommener sind. Was für Viecher gibt es denn da draußen? Hier in der Gegend gibt es Geckos und Kojoten, die in großen Rudeln ziemlich gefährlich sind. Ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Die Geckos sind nicht sehr zäh, beißen aber kräftig zu. Draußen im Ödland gibt es wohl noch größere, fiesere Varianten, doch gesehen habe ich die nie. Bleiben Sie auf den Straßen und halten Sie sich von den Hügeln nördlich von Good Springs fern. Die Viecher sind da groß und giftig. Reden wir über was anderes. Wenn Sie noch was wissen wollen, dann fragen Sie ruhig. Ja, natürlich will ich was wissen, drum bin ich ja da, du Scheißsächen. Ich muss nach Primm, können Sie mir eine Route empfehlen? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Primm ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich, kaum zu verfehlen. RNK-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnt ihr Ihre Hilfe brauchen? Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Bussi, mein Schatz. Das war ja einfach so? Einfach so. Ich habe das Gefühl, dass ich mich früher oder später mit den Kerlen anlegen muss, also bringe ich es lieber hinter mich. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben, aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch feilschen wollen. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass Sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Bis bald. Ich werde warten.
bist ja sowas Süßes, wenn du wartest. Wirklich, das ist ja ein Wahnsinn. Es ist ja... Cheyenne, aus dem Weg, du! Na gut. Wenn's weiter nichts ist... Howdy. So, da bleibst. Aus. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Schuhe. Ich glaube nämlich, dass wir diesen komischen Safe noch nicht gemacht haben das letzte Mal.